Hey zusammen, ich melde mich von unterwegs. Das heutige Türli hat nämlich leider nicht die gleiche Qualität wie normalerweise, weil uns ist leider die MP3-Datei von dem Türli abhanden gekommen. Aber nichtsdestotrotz hört man mich, glaube ich, gut und ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spass beim Reinhören. Hey zusammen, mein Name ist Jenny und herzlich willkommen zum Türli Nummer 11. Wie ihr vielleicht seht und sicher hört, bin ich allein im Studio heute, weil die Fragen, die ich beantworte im heutigen und im morgigen Türli, unabhängig voneinander die gleiche Frage. Beide haben wir Stand jetzt noch keine Ahnung, was die Frage ist und entsprechend wissen wir auch nicht, was die andere wird antworten. Genau, ich habe vor mir ein Kuvert mit Fragen drin und ich ziehe nachher eins davon, ein Zettel, und übergebe dann das Zettel nachher auch der Flavia, beziehungsweise ihre Antwort hört ihr dann morgen. Ich habe keine Ahnung, was das für Fragen sind. Deepy, nicht so deepy, wir werden es jetzt gerade erfahren. Und ich bin irgendwie ein bisschen nervös. Ich muss sagen, es ist auch leicht awkward, so allein im Studio zu stehen, mit sich selber zu reden, ohne Gesprächspartner. Aber gut, das machen wir jetzt. Also, ich ziehe jetzt das Zettel. Okay. Ich mache es jetzt auf. Wieso bin ich so nervös? Okay. Die Frage ist, welche Art von Hunger ignorierst du am meisten und wieso? Dann in Klammern körperlich, Essen / emotional / sozial. Okay, ich bin mir nicht so sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Wait, ich muss sie nochmal lesen. Welche Art von Hunger ignorierst du am meisten? Das heisst körperlicher Hunger, emotionaler Hunger oder sozialer Hunger? Okay. Ja, jetzt habe ich es registriert. Also körperlicher Hunger, würde ich sagen, ignoriere ich gar nicht. Ich esse eigentlich immer, wenn ich Hunger habe. Ich esse auch, wenn ich nur leichten Hunger habe. Ich bin so eine, ich tue wirklich so 5-mal am Tag essen. Also zum Morgen, zwischen dem Morgen und dem Mittag esse ich ein Gipfeli oder irgendwie eine Frucht. Zum Mittag, nach dem Mittag, es muss bei mir zwischen 3 und 4 nochmal etwas zum Snacken geben. Und dann am Abend nochmal. Also ich esse alle paar Stunden esse ich etwas. Darum, ich würde sagen, körperlichen Hunger ignoriere ich nie. Wenn, dann ignoriere ich den Durst. Und das ist nicht gut, weil ich muss viel trinken. Blasentzündungsgirlies. Wissen, von was ich rede. Gut. Dann emotionaler Hunger. Emotionaler Hunger. Auf was bin ich emotional hungrig? Wow. Ich muss mir schnell Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Und Flavia und ich haben übrigens gesagt, wir cutten die Folge nicht. Weil man soll raushören, wenn unser Hirn am Rattern ist. Ich muss sagen, ich glaube im Fall, meine Antwort ist, ich ignoriere am meisten emotionalen Hunger. Weil das dritte wäre ja sozialer Hunger. Und ich bin ein Mensch, ich habe eigentlich gar nie sozialen Hunger. Oder was soziale Aktivitäten angeht, werde ich gar nie hungrig, weil ich ständig in soziale Aktivitäten irgendwie verwickelt bin. Ja, irgendwie jeden Tag treffe ich Leute, sehe ich Leute, arbeite ich mit Leuten. Ich bin wirklich, oder wohne halt noch daheim, interagiere mit meiner Familie, besuche Freundinnen und so. Darum, ich bin eigentlich viel unter Leuten und geniesse es dann auch mal, wenn ich allein bin. Darum, ja, so habe ich keinen sozialen Hunger, wenn ich die Frage richtig verstehe. Und am meisten würde ich in dem Fall sagen, so nach Ausschlussverfahren, ignoriere ich am meisten den emotionalen Hunger. Oder verstehe ich die Frage falsch? Welche Art von Hunger ignorierst du am meisten und wieso? Emotionaler Hunger. Also ja, ich kann mir nicht helfen, weil das ist ja leider nicht live. Aber was versteht ihr unter emotionaler Hunger? Also zum Beispiel, ich würde sagen, ich verspüre viele Emotionen. Okay, ich beantworte jetzt die Frage so für mich. Ich würde sagen, ich empfinde viele emotionale Sachen. Also Emotionen, so. Brüllen, Lachen, Freude, Trauer, Wut. Das alles, zu den Emotionen habe ich einen guten Zugriff. Auf das bin ich auch sehr stolz. Ich finde, das macht mich aus. Aber ich glaube, ich will mir gleich noch manchmal noch ein bisschen mehr zum Beispiel Sensation wünschen. Oh Gott. Cringe. Zum Beispiel so das Gefühl, das man hat, wenn man auf einer Achterbahn ist.
oder so Aufregung, so Nervosität vor einem Auftritt. So die Gefühle habe ich auch mega gerne, aber so das sind so wirklich, jetzt reden wir von Peaks, emotionale Peaks. Das hätte ich irgendwie gerne öfter. Ja, darum, ich bin hungrig auf Sensation. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, ich bin fertig. Ich hole jetzt Flavia rein, gebe ihr, falte das Zettel wieder zu, gebe es ihr, drücke sie ihr in die Hand und dann bin ich gespannt, was sie im morgigen Törli auf die Frage wird antworten. Ich bin also gespannt. Oh, ich würde so gerne hören, was sie nachher sagt, aber ich will jetzt wohl erst morgen erfahren, was sie gesagt hat. Also, in dem Fall würde ich sagen an dieser Stelle, danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, um auch Flavia ihren Part zuzuhören. Und ja, Scheiße, wie beendet man so etwas? Ja, reden wir nicht um den heißen Teil. Also, danke vielmals und tschüss.